но я по-прежнему хожу на курсы информатики и курсы французского языка. Ich besuche aber abends noch einen Informatikkurs und einen Französischkurs. Ich besuche aber abends noch einen Informatikkurs und einen Französischkurs. А вы тоже хотите выучить итальянский? Wollen Sie auch Italienisch lernen? Wollen Sie auch Italienisch lernen? Дорогой Клаус, спасибо за приглашение. Lieber Klaus, ich danke dir für die Einladung. Lieber Klaus, ich danke dir für die Einladung. К сожалению, я не могу прийти на твой день рождения. И вы поняли, что это у нас фраза из писем. Leider kann ich zu deiner Geburtstagsparty nicht kommen. Leider kann ich zu deiner Geburtstagsparty nicht kommen. Ну, тут если дословно смотреть, то есть на твою вечеринку, посвященную дню рождения. Да? Или просто можно сказать на твой день рождения. Мне нужно по работе поехать в Мюнхен. Ich muss beruflich nach München fahren. Ich muss beruflich nach München fahren. Надеюсь, ты простишь меня. Ich hoffe, du verzeihst mir. Ich hoffe, du verzeihst mir. Я желаю тебе приятной вечеринки, хороших гостей и много веселья. Ich wünsche dir eine schöne Party, nette Gäste und viel Spaß. Ich wünsche dir eine schöne Party, nette Gäste und viel Spaß. Ирис не смогла прийти вечером. Вчера вечером ей пришлось забирать родителей с вокзала. И здесь у нас модальные глаголы в прошедшем времени претеритум. Iris konnte gestern Abend nicht kommen. Sie musste ihre Eltern vom Bahnhof abholen. Iris konnte gestern Abend nicht kommen. Sie musste ihre Eltern vom Bahnhof abholen.
Мартин не смог прийти вчера вечером, ему нужно было убрать свою квартиру. Martin konnte gestern Abend nicht kommen. Er musste seine Wohnung sauber machen. То есть здесь убрать квартиру, дословно сделать чистой квартиру. Керстин не смогла прийти вчера вечером, ей пришлось навещать брата в больнице. Kerstin konnte gestern Abend nicht kommen. Sie musste ihren Bruder im Krankenhaus besuchen. Kerstin konnte gestern Abend nicht kommen. Sie musste ihren Bruder im Krankenhaus besuchen. Биргит не смогла прийти вчера вечером, ей пришлось отвезти свою машину в мастерскую. Birgit konnte gestern Abend nicht kommen. Sie musste ihr Auto in die Werkstatt bringen. Birgit konnte gestern Abend nicht kommen. Sie musste ihr Auto in die Werkstatt bringen. Пауль не смог прийти вчера вечером, ему еще нужно было написать 5 электронных писем. Paul konnte gestern Abend nicht kommen. Er musste noch 5 E-Mails schreiben. Paul konnte gestern Abend nicht kommen. Er musste noch 5 E-Mails schreiben. Петр не смог прийти вчера вечером, ему нужно было починить свой компьютер. Peter konnte gestern Abend nicht kommen. Er musste seinen Computer reparieren. Peter konnte gestern Abend nicht kommen. Er musste seinen Computer reparieren. Макс не смог приехать вчера вечером. Ему пришлось лететь в Рим на деловую поездку, на деловую встречу, простите. Max konnte gestern Abend nicht kommen. Er musste zu einer Geschäftsbesprechung nach Rom fliegen. Max konnte gestern Abend nicht kommen. Er musste zu einer Geschäftsbesprechung nach Rom fliegen. Петра не смогла прийти вчера вечером, ей нужно было посещать курсы китайского языка. Petra konnte gestern Abend nicht kommen.
Sie musste einen Chinesischkurs besuchen. Petra konnte gestern Abend nicht kommen. Sie musste einen Chinesischkurs besuchen. Хайнер не смог прийти вчера вечером. Ему нужно было делать домашнее задание по немецкому языку. Heiner konnte gestern Abend nicht kommen. Er musste Deutsch Hausaufgaben machen. Heiner konnte gestern Abend nicht kommen. Er musste Deutsch Hausaufgaben machen. Клаудия не смогла прийти вчера вечером, ей нужно было работать над докладом. Claudia konnte gestern Abend nicht kommen. Sie musste an ihrem Vortrag arbeiten. Claudia konnte gestern Abend nicht kommen. Sie musste an ihrem Vortrag arbeiten. Здесь обратите внимание, глагол arbeiten имеет управление с предлогом an, работать над чем-либо, над текстом, над докладом, над презентацией. И после этого предлога у нас идет существительное в дательном падеже. Марианна не смогла прийти вчера вечером. Ей пришлось пойти поужинать с коллегами. Marianne konnte gestern Abend nicht kommen. Sie musste mit Kollegen essen gehen. Marianne konnte gestern Abend nicht kommen. Sie musste mit Kollegen essen gehen. Франц не смог прийти вчера вечером. Ему нужно было подготовить презентацию. Franz konnte gestern Abend nicht kommen. Er musste eine Präsentation vorbereiten. Franz konnte gestern Abend nicht kommen. Er musste eine Präsentation vorbereiten. Он работал финансовым консультантом в банке. Er hat als Finanzberater bei einer Bank gearbeitet. Er hat als Finanzberater bei einer Bank gearbeitet. Он назначил много встреч. Er hat viele Termine vereinbart. Er hat viele Termine vereinbart. Он вел разговоры в банке. Ну, то есть, если человек работает консультантом, то он ведет разговоры с клиентами. In der Bank hat er Gespräche geführt. In der Bank hat er Gespräche geführt. Он писал ежедневно 50 электронных писем.
Er hat täglich 50 E-Mails geschrieben. Er hat täglich 50 E-Mails geschrieben. На выходных он играл в гольф. Am Wochenende hat er Golf gespielt. Am Wochenende hat er Golf gespielt. Пятого мая 2019 года Карл выиграл турнир. Am 5. Mai 2019 hat Karl bei einem Turnier gewonnen. Am 5. Mai 2019 hat Karl bei einem Turnier gewonnen. В июле он купил красный кабриолет. Im Juli hat er ein rotes Cabrio gekauft. Im Juli hat er ein rotes Cabrio gekauft. Я работаю всю неделю, а также должен работать по выходным. Ich arbeite die ganze Woche und muss auch am Wochenende arbeiten. Ich arbeite die ganze Woche und muss auch am Wochenende arbeiten. Мы поедем в любом случае, даже если идет дождь. Wir fahren auf jeden Fall, auch wenn es regnet. Wir fahren auf jeden Fall, auch wenn es regnet. Поезд только что ушел. Почему ты так поздно? Der Zug ist gerade eben abgefahren. Warum kommst du auch so spät? Der Zug ist gerade eben abgefahren. Warum kommst du auch so spät? Твои очки лежат на столе. Deine Brille liegt auf dem Schreibtisch. На письменном столе. Deine Brille liegt auf dem Schreibtisch. Мои родители живут в деревне. Имеется в виду в сельской местности. Meine Eltern leben auf dem Land. Meine Eltern leben auf dem Land.
Вчера мы были на вечеринке. Gestern waren wir auf einer Party. Gestern waren wir auf einer Party. На наше объявление в вечерней газете пока никто не ответил. Auf unsere Anzeige in der Abendzeitung hat sich noch niemand gemeldet. Auf unsere Anzeige in der Abendzeitung hat sich noch niemand gemeldet. Как называется это на немецком? Wie heißt das auf Deutsch? Wie heißt das auf Deutsch? Я уже 2 часа на ногах. Ich bin schon seit 2 Stunden auf. Ich bin schon seit 2 Stunden auf. Поезд в Мюнхене стоит только 20 минут. Der Zug hat in München nur 20 Minuten Aufenthalt. Der Zug hat in München nur 20 Minuten Aufenthalt. Мы желаем вам приятного пребывания. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Я заметил, что Ханна очень бледная. Mir ist aufgefallen, dass Hannah ganz blass ist. Mir ist aufgefallen, dass Hannah ganz blass ist. Мне не нравится его стиль. Seine Art gefällt mir nicht. Seine Art gefällt mir nicht. Отпраздновать праздник можно по-разному. Или праздновать праздник можно по-разному. Man kann auf unterschiedliche Art und Weise ein Fest feiern. Man kann auf unterschiedliche Art und Weise ein Fest feiern.
Мне нужна в моей квартире телефонная связь. Ich brauche in meiner Wohnung einen Telefonanschluss. Ich brauche in meiner Wohnung einen Telefonanschluss. Не забудь пристегнуться. Vergiss nicht, dich anzuschnallen. Vergiss nicht, dich anzuschnallen. Это имеется в виду пристегнуться в машине ремнем безопасности. Кошка поймала птицу в саду. Ловить, fangen. Die Katze fing einen Vogel im Garten. Die Katze fing einen Vogel im Garten. Концерт начался вовремя. Начинать, anfangen. Das Konzert fing pünktlich an. Das Konzert fing pünktlich an. Начальник принимал гостей лично. Принимать. Empfangen. Der Chef empfing die Gäste persönlich. Der Chef empfing die Gäste persönlich. Эти таблетки мне посоветовал врач. Der Arzt riet mir diese Tabletten. Лифт сломался, и я бегал вверх и вниз по лестнице. Бегать, laufen. Der Fahrstuhl war kaputt und ich lief die Treppe hoch und runter. Der Fahrstuhl war kaputt und ich lief die Treppe hoch und runter. Зимой мои дети всегда катались много на коньках. Кататься на коньках, laufen, Schlittschuh. Im Winter liefen meine Kinder immer viel Schlittschuh. Im Winter liefen meine Kinder immer viel Schlittschuh. Мы часто выходили по вечерам. Выйти куда-нибудь в свет, ausgehen. Abends gingen wir oft aus. Abends gingen wir oft aus. Мне стало плохо, и я вызвал доктора. Ich fühlte mich schlecht und rief den Arzt.
Ich fühlte mich schlecht und rief den Arzt. Дословно можно перевести как «я почувствовал себя плохо» или «мне стало плохо». Жена звонила ему каждый вечер. Звонить anrufen. Seine Frau rief ihn jeden Abend an. Seine Frau rief ihn jeden Abend an. Лина и Луиза ходили в школу пешком. Ходить, идти, gehen. Lina und Luisa gingen in die Schule zu Fuß. Lina und Luisa gingen in die Schule zu Fuß. Я оставался в Мюнхене только неделю. Ich blieb in München nur eine Woche. Ich blieb in München nur eine Woche. Все лето он оставался у своей бабушки. Оставаться bleiben. Er blieb den ganzen Sommer bei seiner Mama. Er blieb den ganzen Sommer bei seiner Oma. Я написал этот тест не особенно хорошо. Писать schreiben. Ich schrieb diesen Test nicht besonders gut. Ich schrieb diesen Test nicht besonders gut. Прохожий подробно описал дорогу до театра. Описывать beschreiben. Der Passant beschrieb den Weg zum Theater ganz genau. Der Passant beschrieb den Weg zum Theater ganz genau. Врач прописал моему отцу таблетки от кашля. Прописывать. Verschreiben. Der Arzt verschrieb meinem Vater Tabletten gegen Husten. Der Arzt verschrieb meinem Vater Tabletten gegen Husten. Вода поднималась на 2 метра. Подниматься, steigen. Das Wasser stieg um 2 Meter. Das Wasser stieg um 2 Meter. За последние 3 года цены поднялись на 100%. In den letzten 3 Jahren stiegen die Preise um 100%. In den letzten 3 Jahren stiegen die Preise um 100%.
Выскажи свое мнение. Sag deine Meinung. Sag deine Meinung. Я нахожу это неплохим. Или я считаю это неплохим. Ich finde das nicht schlecht. Ich finde das nicht schlecht. Я это вижу по-другому. Das sehe ich anders. Das sehe ich anders. Я не хочу терять время. Ich möchte keine Zeit verlieren. Ich möchte keine Zeit verlieren. Посмотрите на график. Sehen Sie die Grafik an. Sehen Sie die Grafik an. Моим любимым предметом в школе была история. Mein Lieblingsfach in der Schule war Geschichte. Mein Lieblingsfach in der Schule war Geschichte. Я проверяю свою электронную почту каждый день. Ich checke meine E-Mails jeden Tag. Ich checke meine E-Mails jeden Tag. Мышка лежит рядом с клавиатурой. Die Maus ist neben der Tastatur. Die Maus ist neben der Tastatur. Ноутбук стоит дороже, чем планшет. Ein Laptop kostet mehr als Tablet. Ein Laptop kostet mehr als Tablet. Планшет намного легче, чем ноутбук. Das Tablet ist viel leichter als ein Laptop. Das Tablet ist viel leichter als ein Laptop. Ноутбук не такой легкий, как планшет. Der Laptop ist nicht so leicht wie das Tablet. Der Laptop ist nicht so leicht wie das Tablet. Госпожа Шнайдер дает мне свой ноутбук. Frau Schneider gibt mir ihren Laptop. Frau Schneider gibt mir ihren Laptop. Мой сосед дает мне учебник немецкого языка.
Mein Nachbar gibt mir das Deutschbuch. Mein Nachbar gibt mir das Deutschbuch. Они дают им газету. Sie geben ihnen die Zeitung. Sie geben ihnen die Zeitung. Я даю вам подарок. Ich gebe euch das Geschenk. Ich gebe euch das Geschenk. Она дает вам проездной билет. Sie gibt ihnen die Fahrkarte. Sie gibt ihnen die Fahrkarte. Этот загородный дом принадлежит ей. Dieses Landhaus gehört ihr. Dieses Landhaus gehört ihr. Эта квартира принадлежит нам. Diese Wohnung gehört uns. Diese Wohnung gehört uns. Я охотно вам помогу. Ich helfe Ihnen gern. Ich helfe Ihnen gern. Скажи ему это сама. Sag ihm das selbst. Sag ihm das selbst. Он ей не нравится. Gefällt ihr nicht. Gefällt ihr nicht. Почему ты ему не отвечаешь? Warum antwortest du ihm nicht? Warum antwortest du ihm nicht? Я покажу вам этот дом. Ich zeige euch dieses Haus. Ich zeige euch dieses Haus. Расскажите им все. Erzählt ihnen alles. Erzählt ihnen alles. Как твои дела? Wie geht es dir? Wie geht es dir? Как ваши дела? Wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen? Мне нравится цвет стены. Die Farbe der Wand gefällt mir. Die Farbe
der Wand gefällt mir. То есть здесь мы видим, что существительное само окончание не получило, но изменился только артикль в родительном падеже, так как это существительное относится к женскому роду. Die Wand – стена. В генитив артикль принимает форму der. При этом существительное никак не меняется. Это сумка твоей матери. Ist das die Tasche deiner Mutter? Ist das die Tasche deiner Mutter? Притяжательное местоимение dein, твой. В родительном падеже получает окончание er, deiner Mutter. Ты уже знаешь новую жену министра иностранных дел? Kennst du schon die neue Frau des Außenministers? Kennst du schon die neue Frau des Außenministers? То есть министр иностранных дел у нас слово Außenminister. Существительное относится к мужскому роду, поэтому в родительном падеже это существительное принимает окончание «s», также артикль. Семья твоего мужа довольно большая. Die Familie deines Mannes ist ziemlich groß. Die Familie deines Mannes ist ziemlich groß. Здесь мы видим, что притяжательное местоимение получило окончание «es», так как у существительного тоже окончание «es». То есть как запомнить? Когда вы учите существительные, вот появилось новое существительное перед вами, вы должны сразу же посмотреть форму в генитив и форму множественного числа. Вот так учатся слова в немецком языке. Принимаем приглашение твоей компании на ужин. Die Einladung deiner Firma zum Essen nehmen wir an. Die Einladung deiner Firma zum Essen nehmen wir an. То есть приглашение чье? Твоей фирмы, твоей компании. Женский род, поэтому меняется только сопровождающее слово или артикль, или притяжательный артикль, или любое другое стоящее рядом с этим существительным словом. Установка принтера длится долго. Die Installation des Druckers dauert sehr lange. Die Installation des Druckers dauert sehr lange. Как долго длится образование твоего сына? Wie lange dauert die Ausbildung deines Sohnes noch? Wie lange dauert die Ausbildung deines Sohnes noch?
Что вы читаете в свободное время? Was lässt ihr in der Freizeit? Was lässt ihr in der Freizeit? Что ты ешь утром? Was isst du am Morgen? Was isst du am Morgen? Ты поможешь Монике? Hilfst du Monika? Hilfst du Monika? Когда ты едешь в Германию? Wann fährst du nach Deutschland? Wann fährst du nach Deutschland? Ты возьмешь такси? Nimmst du ein Taxi? Nimmst du ein Taxi? Ты всегда хорошо спишь? Schläfst du immer gut? Schläfst du immer gut? Мой друг оставляет машину здесь. А где ты оставляешь машину? Mein Freund lässt das Auto hier. Und wo lässt du das Auto? Mein Freund lässt das Auto hier. Und wo lässt du das Auto? Это мне подходит. Das ist mir recht. Das ist mir recht. Все готово, улажено или сделано. Alles erledigt. Alles erledigt. Не за что. В ответ на фразу, в которой нас благодарят за что-либо. Мы говорим не за что, не стоит благодарности. Keine Ursache. Keine Ursache. Я сегодня встал в 6:30, умылся, оделся, позавтракал и поехал на работу. Ich bin heute um 6:30 Uhr aufgestanden, habe mich gewaschen, angezogen, gefrühstückt und bin zur Arbeit gefahren. Ich bin heute
um 6:30 Uhr aufgestanden, habe mich gewaschen, angezogen, gefrühstückt und bin zur Arbeit gefahren. Этим летом мы все вместе провели 2 недели на Балтийском море. In diesem Sommer haben wir alle zusammen 2 Wochen an der Ostsee verbracht. In diesem Sommer haben wir alle zusammen 2 Wochen an der Ostsee verbracht. Господин Фишер говорил очень быстро, никто ничего не понял. Herr Fischer hat sehr schnell gesprochen, niemand hat etwas verstanden. Herr Fischer hat sehr schnell gesprochen, niemand hat etwas verstanden. Через ворота. Durch das Tor. Durch das Tor. Вокруг этого здания. Dieses Gebäude. Dieses Gebäude. Со стола. Von dem Tisch. Von dem Tisch. Против его желания. Gegen seinen Wunsch. Gegen seinen Wunsch. Из этой главы. Aus diesem Kapitel. Aus diesem Kapitel. Спустя месяц. Nach einem Monat. Nach einem Monat. С этими проблемами. Mit diesen Problemen. Mit diesen Problemen. Со всех столов. Von allen Tischen. Von allen Tischen. У родственников. Bei den Verwandten. Bei den Verwandten. Из этого города. Aus dieser Stadt. Aus dieser Stadt. К врачу. Zu dem Arzt. Или мы говорим zum Arzt, когда у нас предлог сливается с артиклем. Zum Arzt. Со всеми детьми. Mit allen Kindern. Mit allen Kindern.
К моим родственникам. Zu meinen Verwandten. Zu meinen Verwandten. Против моей идеи. Gegen meine Idee. Gegen meine Idee. Спустя 3 дня. Nach 3 Tagen. Nach 3 Tagen. К парикмахеру. Zu dem Friseur. Zu dem Friseur. Или если артикль сливается с предлогом, получается zum Friseur. На автобусе. Mit dem Bus. Mit dem Bus. Для твоей матери. Für deine Mutter. Für deine Mutter. Карин прошла мимо нас, не здороваясь. Здесь мы будем использовать второй инфинитивный оборот. Какой? Karin ging an uns vorbei, ohne zu grüßen. То есть оборот инфинитивный ohne zu переводится частицей не плюс die причастие. Karin ging an uns vorbei, ohne zu grüßen. Мужчина в автобусе наступил мне на ногу и не извинился. Ein Mann im Bus hat mir auf den Fuß getreten und sich nicht entschuldigt. Ein Mann im Bus hat mir auf den Fuß getreten und sich nicht entschuldigt. Вернер никогда не путешествует без страховки. Werner reist nie ohne Versicherung. Werner reist nie ohne Versicherung. Он уехал за границу без долгих раздумий. Ging ohne lange Überlegungen ins Ausland. Ging ohne lange Überlegungen ins Ausland. Обратите внимание на глагол gehen. Немцы очень часто его используют в значении ехать. Gehen – ехать, идти. Он уехал за границу без долгих раздумий. Он управлял автомобилем без прав. Hat das Auto ohne Führerschein gefahren. Hat das Auto ohne Führerschein gefahren. Ключи с собой он не взял.
Hat die Schlüssel nicht mitgenommen. Hat die Schlüssel nicht mitgenommen. Твой друг проходит мимо нас. Dein Freund geht an uns vorbei. Dein Freund geht an uns vorbei. Он не одел теплую куртку. И здесь у нас perfekt. Hat die warme Jacke nicht angezogen. Hat die warme Jacke nicht angezogen. Дети играют на улице в футбол. Они не боятся машин. Die Kinder spielen auf der Straße Fußball. Sie haben keine Angst vor Autos. Die Kinder spielen auf der Straße Fußball. Sie haben keine Angst vor Autos. То есть дословно вот это выражение, выделенное красным цветом, можно перевести как «они не имеют страха перед машинами». То есть или они не боятся машин. Госпожа Клингер занимается спортом, чтобы оставаться в форме. И у нас еще один инфинитивный оборот «чтобы». Как он будет звучать по-немецки? Frau Klinger treibt Sport, um fit zu bleiben. Frau Klinger treibt Sport, um fit zu bleiben. Господин Клингер занимается спортом, чтобы быть сильным. Herr Klinger treibt Sport, um stark zu sein. Herr Klinger treibt Sport, um stark zu sein. Господин Рихтер занимается, вернее, играет в волейбол, чтобы быть здоровым. Herr Richter spielt Volleyball, um gesund zu sein. Herr Richter spielt Volleyball, um gesund zu sein. Господин Майер играет в футбол, чтобы сбросить вес или чтобы похудеть. Herr Meier spielt Fußball, um abzunehmen. Herr Meier spielt Fußball, um abzunehmen. Госпожа Майер играет в шахматы, чтобы с пользой проводить свое свободное время. Frau Meier spielt Schach, um ihre Freizeit nützlich zu verbringen. Frau Meier spielt Schach, um ihre Freizeit nützlich zu verbringen.
Петер играет на компьютере, чтобы получить удовольствие. Peter spielt Computer, Spaß zu bekommen. Peter spielt Computer, Spaß zu bekommen. Моника играет в карты, чтобы выиграть. Monika spielt Karten, zu gewinnen. Monika spielt Karten, zu gewinnen. Нам нужна срочно помощь во время переезда. Wir brauchen dringend Hilfe beim Umzug. Wir brauchen dringend Hilfe beim Umzug. Я не хочу мыть посуду одна. И здесь мы видим два глагола. В немецком предложении один глагол будет стоять на втором месте, на второй позиции, а другой глагол должен стоять на последнем месте в предложении. Расставьте глаголы в нужном порядке. Ich will das Geschirr allein nicht abwaschen. Ich will das Geschirr allein nicht abwaschen. Мне нужно покрасить всю квартиру. Ich muss die ganze Wohnung streichen. Ich muss die ganze Wohnung streichen. Я не могу убирать комнату одна. Ich kann das Zimmer allein nicht aufräumen. Ich kann das Zimmer allein nicht aufräumen. Я не могу отремонтировать машину в одиночку, или одна, или один. Ich kann das Auto allein nicht reparieren. Ich kann das Auto allein nicht reparieren. Учитель рекомендует студентам, чтобы они записывали слова в отдельную тетрадь. Я тоже вам это rекомендую. Der Lehrer empfiehlt den Studenten, dass sie die Vokabeln in ein extra Heft schreiben. Der Lehrer empfiehlt den Studenten, dass sie die Vokabeln in ein extra Heft schreiben. Extra Heft – специальная тетрадь, то есть предназначена, например, для лексики, где мы записываем в словарь знакомые слова. И здесь у нас сложное предложение с придаточным дополнительным. Вводится союзом das, после него идет подлежащее и глагол на последнем месте в предложении.
Учитель говорит медленно и четко. Студенты его хорошо понимают. И мы повторяем прилагательные и наречия. Der Lehrer spricht langsam und deutlich. Die Studenten verstehen ihn gut. Der Lehrer spricht langsam und deutlich. Die Studenten verstehen ihn gut. Больной обращается к врачу. Врач его тщательно осматривает. Ну, обращаться к врачу можно сказать попроще, да? Если вы забыли обращаться глагол, то просто нужно научиться уметь перефразировать, да? Например, больной идет к врачу. Der Kranke geht zum Arzt. Der Arzt untersucht ihn gründlich. Der Kranke geht zum Arzt. Der Arzt untersucht ihn gründlich. Я приведу квартиру в порядок, чтобы мама отдохнула после работы. Приводить в порядок – устойчивое выражение в немецком языке. Ich bringe die Wohnung in Ordnung, damit sich die Mutter nach der Arbeit erholt. Ich bringe die Wohnung in Ordnung, damit sich die Mutter nach der Arbeit erholt. Петр включает фонарик. Peter macht die Taschenlampe an. Peter macht die Taschenlampe an. То есть дословно это слово переводится как карманная лампа. Да? Карманная лампа, фонарик. Анна спешит. Anna beeilt sich. Anna beeilt sich. Что вы делаете, когда вам грустно? Что вы делаете, когда вам грустно? Was machen Sie, wenn Sie traurig sind? Was machen Sie, wenn Sie traurig sind? Что вы делаете, если вы очень счастливы? Was machen Sie, wenn Sie sehr glücklich sind? Was machen Sie, wenn Sie sehr glücklich sind? Вот этот союз when может переводиться как если или когда. То есть здесь у нас сложное предложение с придаточным условным предложением. То есть если вы счастливы, когда вы счастливы. Что вы делаете, если вы очень уставшие? Was machen Sie, wenn Sie müde sind? Was machen Sie, wenn Sie müde sind?
Что вы делаете, если ваши друзья неожиданно пришли? Was machen Sie, wenn Ihre Freunde plötzlich vor der Tür stehen? Was machen Sie, wenn Ihre Freunde plötzlich vor der Tür stehen? Подскажите, пожалуйста, как добраться до вокзала? Können Sie mir bitte sagen, wie ich zum Bahnhof komme? Können Sie mir bitte sagen, wie ich zum Bahnhof komme? Дословно можно перевести как «А можете мне, пожалуйста, сказать, как я приду к вокзалу?» Это дословный перевод. Еще одна фраза, которую можно по-немецки сказать «Sagen Sie bitte». Это попроще, но более вежливая форма – это «Können Sie mir bitte sagen». Подскажите, пожалуйста, как добраться до университета. И эта фраза схожа с предыдущей. Können Sie mir bitte sagen, wie ich zur Uni komme? Können Sie mir bitte sagen, wie ich zur Uni komme? Подскажите, пожалуйста, когда начинается урок? Können Sie mir bitte sagen, wann der Unterricht beginnt? Können Sie mir bitte sagen, wann der Unterricht beginnt? Скажите, пожалуйста, на каком этаже находится компьютерный класс? Können Sie mir bitte sagen, in welchem Stock sich die Computerklasse befindet? Können Sie mir bitte sagen, in welchem Stock sich die Computerklasse befindet? Подскажите, пожалуйста, почему Петер не пришел? Können Sie mir bitte sagen, warum Peter nicht gekommen ist? Können Sie mir bitte sagen, warum Peter nicht gekommen ist? И здесь перед нами сложные предложения с придаточным дополнительным, где роль союза выполняют вопросительные слова. Можете ли вы сказать мне, где конференция состоится? Können Sie mir bitte sagen, wo die Konferenz stattfindet? Können Sie mir bitte sagen, wo die Konferenz stattfindet? Можете ли вы сказать мне, пожалуйста, который час? Können Sie mir bitte sagen, wie spät es ist? Können Sie mir bitte sagen, wie spät es ist?
Скажите, пожалуйста, как вы провели каникулы? И здесь мы опять используем глагол können. Можете ли вы мне, пожалуйста, сказать? Это более вежливо, чем задать вопрос, как sagen Sie bitte. Können Sie mir bitte sagen, wie Sie die Ferien verbracht haben? Können Sie mir bitte sagen, wie Sie die Ferien verbracht haben? Подскажите, пожалуйста, чью книгу я нашла? Können Sie mir bitte sagen, wessen Buch ich gefunden habe? Können Sie mir bitte sagen, wessen Buch ich gefunden habe? Machen Sie sich es bequem. Чувствуйте себя как дома. Fühlen Sie sich wie zu Hause. Fühlen Sie sich wie zu Hause. Fühlen Sie sich wie zu Hause. У меня для вас кое-что есть. Ich habe etwas für Sie. Ich habe etwas für Sie. Ich habe etwas für Sie. У меня для вас сюрприз. Ich habe für Sie eine Überraschung. Ich habe für Sie eine Überraschung. Ich habe für Sie eine Überraschung. Не за что. Два варианта. Nicht zu danken. И второй вариант. Keine Ursache. Nicht zu danken. Keine Ursache. Nicht zu danken. Keine Ursache. Пожалуйста, к столу. Darf ich zu Tisch bitten? Darf ich zu Tisch bitten? Darf ich zu Tisch bitten? Можно налить вам вина? Darf ich Ihnen Wein einschenken? Darf ich Ihnen Wein einschenken? Darf ich Ihnen Wein einschenken? Я слегка опьянел. Ich habe einen Schwips. Ich habe einen Schwips. Ich habe einen Schwips. Мы пьем за наше знакомство. Wir trinken auf unsere Bekanntschaft. Wir trinken auf unsere Bekanntschaft. За ваше здоровье.
Auf ihr Wohl. Auf ihr Wohl. Auf ihr Wohl. Сердечные поздравления по случаю дня рождения. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Желаю вам счастья и здоровья. Ich wünsche Ihnen viel Glück und Gesundheit. Ich wünsche Ihnen viel Glück und Gesundheit. Ich wünsche Ihnen viel Glück und Gesundheit. Угощайтесь. Greifen Sie bitte zu. Greifen Sie bitte zu. Greifen Sie bitte zu. Не стесняйтесь. Zieren Sie sich nicht. Zieren Sie sich nicht. Zieren Sie sich nicht. Сказочно вкусно. Es schmeckt fabelhaft. Es schmeckt fabelhaft. Es schmeckt fabelhaft. Вам не помешает, если я закурю? Stört es Sie, wenn ich rauche? Stört es Sie, wenn ich rauche? Stört es Sie, wenn ich rauche? В настоящее время учусь играть на гитаре. Я упражняюсь по 2 часа каждый день. Упражняться. Üben. Ich lerne gerade Gitarre spielen. Ich übe jeden Tag 2 Stunden. Ich lerne gerade Gitarre spielen. Ich übe jeden Tag 2 Stunden. Ich lerne gerade Gitarre spielen. Ich übe jeden Tag 2 Stunden. Переходите лучше здесь через улицу. Gehen Sie lieber hier über die Straße. Gehen Sie lieber hier über die Straße. Gehen Sie lieber hier über die Straße. Над нами живет семья Schneider. Über uns wohnt Familie Schneider. Über uns wohnt Familie Schneider.
Вам уже есть 18? Sind Sie über 18? Sind Sie über 18? Я везде искал, но не могу найти свои очки. Ich habe überall gesucht, aber ich kann meine Brille nicht finden. Ich habe überall gesucht, aber ich kann meine Brille nicht finden. Ich habe überall gesucht, aber ich kann meine Brille nicht finden. Какие средства передвижения вы часто используете? Welche Verkehrsmittel benutzen Sie oft? Welche Verkehrsmittel benutzen Sie oft? Welche Verkehrsmittel benutzen Sie oft? Вы ранены? Пораниться, verletzen, verletzt, hat verletzt. Да, в ногу. Sind Sie verletzt? Ja, am Bein. Sind Sie verletzt? Ja, am Bein. Вы поранили себя или вы поранились? Haben Sie sich verletzt? Haben Sie sich verletzt? Haben Sie sich verletzt? Я полностью влюблен. Влюбиться. Verlieben, verliebt, hat verliebt. Ich bin total verliebt. Ich bin total verliebt. Ich bin total verliebt. Я потерял свой ключ. Терять. Verlieren, verliert, hat verloren. Ich habe meinen Schlüssel verloren. Ich habe meinen Schlüssel verloren. Ich habe meinen Schlüssel verloren. Михаэль потерял свою работу. Michael hat seine Arbeit verloren. Michael hat seine Arbeit verloren. Michael hat seine Arbeit verloren. Еще одно значение глагола verlieren – проигрывать. Мы проиграли футбольный матч. Wir haben das Fußballspiel verloren. Wir haben das Fußballspiel verloren. Wir haben das Fußballspiel verloren.
Квартира уже арендована. Арендовать. Глагол vermieten. Vermietet. Hat vermietet. Die Wohnung ist schon vermietet. Die Wohnung ist schon vermietet. Die Wohnung ist schon vermietet. Наш арендодатель симпатичный. Unser Vermieter ist nett. Unser Vermieter ist nett. Я опоздал на поезд. Глагол verpassen переводится как пропустить что-то. Verpassen, verpasst, hat verpasst. Ich habe den Zug verpasst. То есть я пропустил поезд, опоздал. Ich habe den Zug verpasst. Ich habe den Zug verpasst. Вы путешествуете на каникулах или на каникулах вы уезжаете? Для этого мы используем глагол verreisen. Verreist ist verreist. Verreist ihr in den Ferien? Здесь мы обращаемся к людям, с которыми мы на «ты» во множественном числе. Verreist ihr in den Ferien? Verreist ihr in den Ferien? Госпожа доктор Мюллер в настоящее время уехала. Она вернется только на следующей неделе. Frau Dr. Müller ist zurzeit verreist. Sie kommt erst nächste Woche zurück. Frau Dr. Müller ist zurzeit verreist. Sie kommt erst nächste Woche zurück. Frau Dr. Müller ist zurzeit verreist. Sie kommt erst nächste Woche zurück. К сожалению, я должна перенести встречу. Переносить, откладывать что-либо. Глагол verschieben, verschiebt, hat verschoben. Leider muss ich den Termin verschieben. Leider muss ich den Termin verschieben. Leider muss ich den Termin verschieben. Оба наших ребенка очень разные. Unsere beiden Kinder sind sehr verschieden. Unsere beiden Kinder sind sehr verschieden. Unsere beiden Kinder sind sehr verschieden. У меня эта обувь в разных цветах.
Ich habe diese Schuhe in verschiedenen Farben. Ich habe diese Schuhe in verschiedenen Farben. Ich habe diese Schuhe in verschiedenen Farben. К сожалению, наш поезд опаздывает на 15 минут. Unser Zug hat leider 15 Minuten Verspätung. Unser Zug hat leider 15 Minuten Verspätung. Unser Zug hat leider 15 Minuten Verspätung. Дословно можно перевести как «Наш поезд имеет, к сожалению, 15 минут опоздания». Сумка лежит на полу. Die Tasche liegt auf dem Boden. Die Tasche liegt auf dem Boden. Die Tasche liegt auf dem Boden. Бутылки стоят на полке. Die Flaschen stehen im Regal. Die Flaschen stehen im Regal. Die Flaschen stehen im Regal. Стаканы стоят в шкафу. Die Gläser stehen im Schrank. Die Gläser stehen im Schrank. Die Gläser stehen im Schrank. Кошка сидит на диване. Die Katze sitzt auf dem Sofa. Die Katze sitzt auf dem Sofa. Die Katze sitzt auf dem Sofa. Футболка лежит на диване. Das T-Shirt liegt auf dem Sofa. Das T-Shirt liegt auf dem Sofa. Das T-Shirt liegt auf dem Sofa. Куртка лежит на диване. Die Jacke liegt auf dem Sofa. Die Jacke liegt auf dem Sofa. Бутылка с водой стоит на столе. Die Wasserflasche steht auf dem Tisch. Die Wasserflasche steht auf dem Tisch. Die Wasserflasche steht auf dem Tisch. Очки лежат на столе. Die Brille liegt auf dem Tisch. Die Brille liegt auf dem Tisch. Цветочные горшки стоят в углу. Die Blumentöpfe stehen in der Ecke. Die Blumentöpfe stehen in der Ecke. Die Blumentöpfe stehen
in der Ecke. Книга лежит на полу перед диваном. Ein Buch liegt auf dem Boden vor dem Sofa. Ein Buch liegt auf dem Boden vor dem Sofa. Ein Buch liegt auf dem Boden vor dem Sofa. Очки лежат на книге. Die Brille liegt auf dem Buch. Die Brille liegt auf dem Buch. Die Brille liegt auf dem Buch. Стулья стоят за столом. Die Stühle stehen am Tisch. Die Stühle stehen am Tisch. Die Stühle stehen am Tisch. Мира – коллега, которую я знаю давно. Mira ist eine Kollegin, die ich schon lang kenne. Mira ist eine Kollegin, die ich schon lang kenne. Mira ist eine Kollegin, die ich schon lang kenne. Норберто und Miguel – друзья, с которыми я часто встречаюсь. Norberto und Miguel sind Freunde, die ich oft treffe. Norberto und Miguel sind Freunde, die ich oft treffe. Norberto und Miguel sind Freunde, die ich oft treffe. Густав – друг, которого я давно не видел. Gustav ist ein Freund, den ich lang nicht gesehen habe. Gustav ist ein Freund, den ich lang nicht gesehen habe. Gustav ist ein Freund, den ich lang nicht gesehen habe. Лара – ребенок, которого я считаю очень милым. Lara ist das Kind, das ich sehr nett finde. Lara ist das Kind, das ich sehr nett finde. Lara ist das Kind, das ich sehr nett finde. Мужчина купил на блошином рынке красивую картину за 8 евро. Ein Mann hat auf einem Flohmarkt für 8 Euro ein schönes Bild gekauft.
Ein Mann hat auf einem Flohmarkt für 8 € ein schönes Bild gekauft. Ein Mann hat auf einem Flohmarkt für 8 € ein schönes Bild gekauft. Фанаты песни пели сами. Петь – singen, singt, hat gesungen. Die Fans haben die Lieder selbst gesungen. Die Fans haben die Lieder selbst gesungen. Die Fans haben die Lieder selbst gesungen. Группа давала концерт в Граце. Давать – geben, gibt, hat gegeben. Eine Band hat in Graz ein Konzert gegeben. Eine Band hat in Graz ein Konzert gegeben. Eine Band hat in Graz ein Konzert gegeben. Бяте нужно собирать чемоданы и коробки, но ей хотелось бы лечь на кровать и поспать. Beate muss Koffer und Kisten packen, aber sie würde gern auf dem Bett liegen und schlafen. Beate muss Koffer und Kisten packen, aber sie würde gern auf dem Bett liegen und schlafen. Beate muss Koffer und Kisten packen, aber sie würde gern auf dem Bett liegen und schlafen. На этом озере можно арендовать лодки. An diesem See kann man Boote mieten. An diesem See kann man Boote mieten. An diesem See kann man Boote mieten. Я получил визу в посольстве. Das Visum habe ich von der Botschaft bekommen. Das Visum habe ich von der Botschaft bekommen. Дословно мы переводим «визу я получил от посольства». Das Visum habe ich von der Botschaft bekommen. К сожалению, я забыл книгу. Надеюсь, ты не злишься на меня. Ich habe das Buch leider vergessen. Hoffentlich bist du mir nicht böse. Ich habe das Buch leider vergessen. Hoffentlich bist du mir nicht böse.
Ich habe das Buch leider vergessen. Hoffentlich bist du mir nicht böse.